Hallöchen, das ist Caroline von «Was der Bauer nicht kennt». Heute machen wir Kniddeln mit Gromperen und mit Kürbis. Schon habe ich 7 Gromperen, die ich gut gewaschen habe. Die gehen gequält am Salzwasser. So, Kernen raus. So, die Eier die gehen milchig los für am Kniddeln dran. Wenn es mit kocht, sind es ein bisschen zu viel voll Wasser. Das heißt entweder an einem Dampfgarer oder am Schäfchen. So. Ein bisschen Milch drüber und dann das Schäfchen nochmal. Noch 5 Grimperscher, die geschält und ein klein geraspelt. Schreibt so ein Wasser dran. Da kann ich nämlich Flüssigkeit ein bisschen raustrinken und man kann den stärkt aus dem Grumpel halen, so wie bei klassischen Grumpelfischen auch. Strecken halt Grumpel gut aus, dass Flüssigkeit rauslebt und das stärkt sich innen dran als sammelt. Und dann können wir dazu ganz schön her noch, ich weiß nicht, du lebst Flüssigkeit raus, mal lo, dann ein bisschen sacken lassen her noch. Weißen Puder oder das Krumpre stärkt, die brauchen wir für ein neues Rezept dran. Gut ausgequetschten Krumpren, die decken nicht zu mit einem Stück Brotpapier, dass das nicht zu braun geht. So, Fehlrels von dem Kürbis, den nach übrig ist. Abgeraspelt. Kürbisraspeln, die gehen noch ein gut Brösche gedreckt, dass kein Wasser mehr dran ist. Hast du eigentlich Krumpere Müll sehen? Yes, das sehen sie. So raus. Und die gehen auf der Mutterschule, das Krumpere-Press gedreckt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Du bleibst dann nämlich die Schule dran hängen und die können wir dann einfach so rausziehen. Und der Kürbis, den ist auch voll fertig. Den wird durch dieselbe Straße einfach gedreckt. So, die Teile, die zu hart sind, die bleiben all drin einfach an der Presse hängen. Können wir einfach so rausfischen. So, hier mal Wasser aus der Krumpe, das heißt stärkt, die hat sich innen aufgesaugt, die benutzen wir. Mit Wasser, das kann ihn trinken, wenn ihn Probleme hat mit dem Mo zum Beispiel. Das bindet nämlich die Mooseiert. Und soll ich plötzlich am Saut oder Entzündungen haben am Mo-Bereich, ist das ganz positiv. Heißt Stärke, die machen wir nur bei Eis. Grumperen und Kürbis dran. Hier ist die Rehen Kürbis und die Rehen Krumper. Vielleicht dran. Da wird gewürzt mit Salz, Pfeffer und Muskat. Dabei kommen 2 Esslöffel Mehl, was ihr ersetzt. Das kann Seeslupinenmehl sein, das kann Sojamehl sein. Und noch 3 extra Löffel Krumpere stärkt. So. Wird gut verrührt und dann geknatscht. So, wenn wir Kniddeln machen, ist es wichtig, dass das Wasser nicht mehr kocht. Ich drehen das Logo mit Lachs.
So zerfallen sie nämlich. Sauberwasser. Voilà, und dann fange ich nass und dann holt ich Knittelchen an die Größe, wie das sie gern hat. Dran. Und dann dürfen die dort ziehen. So Knitteln, die dürfen nur 15 Minuten ungefähr, bis sie für unsere Schibrutscheln. Aufgepasst, dass das Wasser nicht so viel sprudelt, dass sie nicht aus dem Nähe flattern. Und dann geht es weiter. Und als karamellisiert Kutten und Kürbisgemüse. Einmal nach der Rest von unserem Hokkaido. So, die sind immens hart. Und dann schnippeln sie immer einfach rundherum den Botz wasch. Schön, als wie immer einfach mal am Tuch entflohnt. Brauchen nicht geschält zu gehen. So, ich mache ein Blatt mal und auf Leins direkt dran. Das geht ja noch braun. Dabei fliegt Kürbis. Dazu wird gewürzt mit Salz, Koriander, ein bisschen Haselnuss. Dann geht da denke ich mal Zuckerbrote. Und dann könnt ihr gut Agavendicksaft drin haben. Hier zu karamellisieren. So. Umrühren. Ein Deckel drauf. Dann mal kurz ein bisschen rum. Dann wird mal ein bisschen peterselig gehackt und das ist schon fertig. Das Knitteln, die sind schon rausgeschwommen. Das heißt, geschwommen werden die Piepsen, dass die auch fertig sind. Also, Kürbis. So. Voilà. Guten Appetit. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.